Hallo zusammen, willkommen zurück auf dem geilsten YouTube-Kanal auf der ganzen Welt. Falls du dich fragst, Emma, wieso siehst du so fucking crusty aus, als wärst du aus einer Fritteuse rausgehauen? Das ist der Sinn vom ganzen Video. Hallo. Es gibt ein Sommer-Glow-Up. Mal schauen, wie gut das funktionieren wird. Aber ich habe auf dem Plan... was habe ich auf dem Plan? Augenbrauen färben, Wimpern färben. Mal schauen, ob ich Fake Tan ausprobiere. Ich habe das nämlich noch nie gemacht und das ist eigentlich auch nicht so auf meiner Bucketlist, aber irgendwie wäre es halt schon lustig. Schauen wir mal, was wird. Haarwaschen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich lebe da meine Kindheitsfantasie aus. Von wegen Beauty-YouTuberin. Also Leute, lasst uns beginnen! Ich war im DM und habe 100 Millionen Sachen gekauft, die ich nicht gebraucht habe. Aber ich habe auch Augenbrauenfarbe und Wimpernfarbe gekauft. Das hatte ich schon mal gehabt, das habe ich noch nie gehabt. Fangen wir an mit den Augenbrauen. Augenbrauen gründlich reinigen. Habe ich das nötig? Sie sind ja nicht dreckig. Ich glaube, das mache ich nicht. Es brennt irgendwie. Geben Sie 1 Gramm von der Augenbrauen-Color-Creme. Bro! Wo soll ich wissen, was 1 Gramm ist? Da hat es so Strichli. Digga, soll ich... So viel? Nein. Digga. Ja, sorry, aber das ist ja ultra scheiße. Wo soll ich jetzt wissen, ob das 1 Gramm war? 10 Tropfen von diesem Gacki. 1, 2... 6,5 Stunden später. Wir vermischen es zu einer homogenen Masse. Haben wir früher auch mit Sand so Fake-Suppe gemacht. Meine beste Kollegin und ich haben damals in Sand reingepisst und aus dem Suppe gemacht. Das Fenster ist offen. Mein Nachbar ist vorbeigelaufen. Genau dann, wo ich das erzählt habe. Ich meine, da sollte ich noch einen Timer stellen. Es geht schon recht dunkel aus, Hilfe. Es wird aber noch viel länger einwirken. Ich glaube, ich nehme es mal vorne weg. Fuck, es geht nicht weg. Okay, es ist nicht so schlimm im Fall. Es ist nicht so schlimm, es geht nur am Anfang schlimm aus, glauben wir. Jetzt geht es wieder zu den Wimpern. Oh mein Gott, Alter. Oder ist es schlimm? Nein, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Bro, wenn ich nicht blind bin nach dem Video, ist eigentlich alles schon gut gelaufen. Okay, also der nächste Gacki, den ich auf den Wimpern habe, das sollte schwarz färben. Es sieht momentan einfach rot aus. Das muss ich jetzt 2 Minuten einwirken lassen, nachher 5 Minuten warten, nachher nochmal etwas 1 Minute einwirken lassen. Wenn ich nachher nicht schwarze Wimpern habe, dann... Ich gehe mal davon aus, dass ihr das auch schon gecheckt habt, aber ich habe das vergessen zu erklären. Der Point vom Ganzen ist natürlich, dass man so wenig Aufwand wie möglich hat im Sommer, um trotzdem cool auszusehen. Und darum, wenn man so Wimpern färbt und Augenbrauen färbt und so, dann ist es halt so ein kleiner added touch, auch wenn du in der Body bist, auch wenn du keine Mascara drauf hast, oder? Darum immer gut im Sommer. Oh, es macht alles weh. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal meine Augenbrauen zupfen. Meine ganze Haut eingeklemmt, Alter. Fuck, sie sind wirklich ein bisschen dunkel. Das brennt. Oh mein Gott, ich habe sie in mein Auge gestopft, ich habe sie in mein Auge gestopft, ich habe sie in mein Auge gestopft, ich habe sie in mein Auge gestopft. Hallo, da bin ich wieder. Das ist das Ergebnis. Amix gibt es einfach einen Grund, wieso man nicht mit Mother Nature ficken sollte. Naturbelassen bleiben sollte. Jetzt gerade sieht es einfach scheiße aus. Nein, es sieht gar nicht so scheiße aus, es ist einfach ungewohnt. Wir akzeptieren den neuen Look, wir stehen zu uns selber und sind Hot Girls, auch wenn wir uns nicht wie Hot Girls fühlen. Der nächste Schritt ist nämlich genauso unerfreulich. Bart wachsen. Und wenn ihr das Gefühl habt, Emma, du bist blond, du hast keinen Bart. Ich habe eine isländische Urgroßmutter oder so, meine Mami hat gesagt, die hat wirklich so lange Haare überall da gehabt. Ich glaube, das kommt von ihr. One thing about me, egal wie fest ich weiss, wie man etwas macht, ich würde immer noch mal die Anleitung lesen. I'm a Bünzli like that, weißt du? Es ist auch einfach irgendwie satisfying, das zu lesen und genau zu wissen, ich mache es richtig. Guck, ich hab's Maul. Oh fuck, ich kann nicht. Emma, du bist ein Löwe, du bist ein Bär, du bist ein Löwe, du bist ein Bär. Oh, hure viel. Oh, fuck. Das Ding ist, ich glaube, die mein Zeug so regelmäßig schauen, wissen, dass ich mir mega viele Gedanken zu allem mache. Und es macht es halt so viel einfacher für mich, in der Sonne rumzustehen, wenn ich weiss, nicht jeder sieht gerade meine 4 cm lange Barthaare. Darum, das ist wirklich essentiell für mich, für den Sommer. Sobald die Sonne rauskommt, muss ich
Okay, ich muss sagen, das ganze Glow-Up-Zeug ist verdammt anstrengend. Der nächste Step ist, dass ich gut duschen muss. Also eigentlich basically das Anstrengendste auf der ganzen Welt. Alter, meine Mutter vorher auch schon so, was ist mit deinen Augenbrauen passiert? Sie ist immer also, wenn ich meine Augenbrauen schminke, ist sie so, was hast du für Blutschnecken auf den Augen? Ich so, ja, ich habe sie gefärbt. Sie so, bleibt das so? Und ich probiere jetzt, die Anleitung zu befolgen, was das Self-Tan-Zeug angeht. Anscheinend muss ich einfach nur so die Drops zu dieser Bodylotion hinzufügen. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe, man sollte gescheiter einfach alles der Mutter Natur überlassen. Ich glaube, das ist eben jetzt schon wieder so ein Fall, wo ich das nachher wieder sagen will. 4 bis 12 Drops, das ist hure unpräzise. Das ist eben wieder so ein Fall, den ich nicht gerne sehe in einer Anleitung. Sagt mir genau, was ich machen muss. Das Schlimmste ist, das steht, es wird erst nach 4 bis 6 Stunden das richtige Resultat zeigen. Bro, wenn ich erst in 4 bis 6 Stunden weiss, ob ich verkackt habe, wisst ihr wie viel? Sorry, ich kann euch das nicht zeigen, weil ich bin völlig Blut. Okay, ich habe jetzt Mascara drauf da. Meine Haare trocknet. Und jetzt kommen wir zu einem der letzten Schritte. Und zwar braucht man für einen guten, entspannten Sommer, wenn er Emma heisst, so ein Täschchen, das immer dabei ist. Egal was. Das ist, glaube ich, ein Etui eigentlich von Rainy Melville. Ist mir scheißegal. Das ist jetzt mein Essentials-Täschchen. Erstens ein Deo. Das ist nicht mein Lieblingsdeo, es ist aber gut. Mein Lieblingsdeo, oh mein Gott Leute, die gottloseste Kombo. Das sind basically alle die Nivea Roll-On. Deo, Spray oder Roll-On. Das hier. Black and White Invisible. Aber zum Mitnehmen, weißt du, wenn ich schon eine fette Schicht von dem da drauf habe, nicht so schlimm. Nehme ich einfach so ein kleines Spray-Ding drauf. Kommt immer Lipgloss mit. Und Lippenbalsam. Ist eigentlich scheißegal von wo. Und so ein Wasserspray. Und Kaugummis, aber das habe ich gerade nicht da. Und Tampons. Ich glaube, wir wissen alle, wie Tampons aussehen. Der Point ist, nehmt immer irgendetwas mit, wo euch wohlfühlen lässt. Ob das jetzt Parfüm ist, ob das Deo ist, ob das fucking Pfefferspray ist. Weil dann wisst ihr habt es immer dabei und müsst euch nie Sorgen machen. Weil für mich ist wirklich legit der Tag ruiniert, wenn ich am Anfang des Tages schon merke, Alter Digga, du stinkst. Und ich kann nichts dagegen machen. Das Glow-Up war jetzt irgendwie nicht so glamourös, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich hoffe, wir haben alle eine gute Zeit gehabt. Wenn du hör mal Podcast-Folge zu diesem Thema noch nicht gehört hast, lass sie. Weil die Folge ist definitiv informativer und spannender als das Video hier. Ich check nicht, wie man ein YouTube-Video macht. Und ich hoffe, es ist allen bewusst, nichts von dem ist wichtig. So, es macht mich nicht hübscher oder netter oder nichts so. Es fühlt sich einfach lustig an, mal so ein bisschen Beauty Day machen und einfach so die Sachen machen. Und schlussendlich lässt es mich ja wirklich wohler fühlen, zum Beispiel jetzt das eben mit den Haaren und so. Aber das muss bei euch nicht so sein. Und ich sage auch niemandem, dass ihr die Sachen machen müsst. Wenn du einen spezifischen Videowunsch hast, kannst du mir das gerne mitteilen. Bis nächstes Mal. Und, ciao.